Herzlich willkommen, liebe Leute, hier von Brüssel für eine neue Emission «Der Blick auf Europa». Ich hatte letzte Woche von Straßburg aus dem Jean-Claude Juncker signiert zu der Lage von der Europäischen Union kommentiert mit ein paar Schwerpunkten, die er gesagt hat. Wir hatten aber letzte Woche zu Straßburg noch eine ganze Reihe anderer Sujets und da will ich dann noch ein paar an Erinnerung rufen, wo wir auch darauf geschafft haben, wo wir zum Teil auch aufgestimmt haben. Ein erstes Sujet, das sind die beschäftigungspolitischen Leitlinien für die Memberstädte für 2016. Die wisst, dass die Wirtschaft immer mehr eng verknüpft ist und ein paar die Schwerpunkte da gesagt sind für eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Und da müssen natürlich auch immer beschäftigungspolitische Leitlinien mit ablesen, für dadurch die Wolle, den soziale Wolle, da respektiert wird. Und das geht immer im Gemacht, und wird ein Länderbericht gemacht und geht noch an die nationalen Reformprogramme, an die strukturellen Reformprogramme, die bestehen, versichert, das mit ablesen zu lassen. Das Parlament hat sich enttäuscht gewesen, dass 2015 der Conseil keine Berücksichtigung geholt hat von unseren Evaluierungen. Und wir hoffen natürlich, dass das 2016 besser ist, weil wir haben aber ein ganz Party als Parlament so zu dem beschäftigungspolitischen Teil und noch überhaupt zum sozialen Allgemeinen. Ein anderer Punkt, das war die neue Tradition von dem neuen Kommissar. Ihr wisst, dass Jonathan Hill, den Kommissar von Großbritannien, den demissioniert hat, nachdem der Brexit gestimmt ging an dem Referendum. Er hat sich ganz stark angesagt für ein Weiterantreten an der Union von Großbritannien. Wie das nicht stattgefunden hat, hat er, wie gesagt, demissioniert und hat einen neuen Kommissar, der Sir Julian King, hat seine Audition gemacht für das Parlament, weil hier überhaupt den Deal ein Kommissar für Großbritannien, bis das wirklich der Brexit durch ist, bis das ein Dar und Fahrer sozusagen. Und der Jean-Claude Juncker hat hier den Dossier gehen, der Portefeuille von der Sicherheit, ganz sensibles Sujet, die wisst, dass wir in einer Sicherheitsunion schaffen für die Gemeinde, für die Erfahrungen, die an den einzelnen Ländern gemacht gehen, für die gemeinsam, weil wir der Meinung sind, dass es gemeinsam besser ist, wenn die Sicherheitsdienste zusammen schaffen, wenn Polizeikräfte zusammen schaffen und so weiter. Alles, was mit der Sicherheit zu tun hat, dass das mehr gemeinsam, mehr effizient ist, wie gesagt, wie wenn alle Land sein eigenes Zöpfchen hat. Die Audition hat stattgefunden. Das Parlament hat Sir Julian King auch für gut empfunden, sodass er sein Mandat kann antreten. Ein weiteres Sujet, das war Kommissarin für Wettbewerb Margrethe Vestager, hat ja am Namen von der Kommission Irland verklot, verklot, nicht richtig verklot, mir hat aus der Meinung, dass dort Wettbewerbsrecht mit Apple a puncto Steuerfroen nicht respektiert wird, dass Apple da besonders Vergünstigungen gekriegt hat, die andere Firmen zum Beispiel nicht gekriegt haben. Und da ist sie der Meinung, als Kommission der Meinung, dass das ein unfairer Wettbewerb ist, dass das am Anfang ein verstoppten Staatshölle war. Darüber haben wir diskutiert. Das Parlament gesagt hat auch so. An der gemeinsamen Diskussion ist natürlich auch die Lützeburger Situation auf den Tisch gekommen. LuxLeaks, ihr wisst, dass das zu einer großen Diskussion geführt hat. An da sind auch nach Verfahren, die unhängig sind, mit Fiat zum Beispiel, mit Amazon, und natürlich auch mit McDonald's. Und wenn in den letzten Pressemedien kann leben, dann ist auch der große belgische Energiekonzern Engis, früheren Elektrabel, ist dann auch an der Diskussion und geht doch da von der Kommission eine Erklärung gesicht, dass die Lützeburgischen Autoritäten und auch die Autoritäten von den einzelnen großen multinationalen Firmen, dass die sich da erklären, und möglicherweise geht dann noch von der Kommission dann gegen Lützeburger Verfahren angelegt. Ein weiteres Sujet, das war ihr wisst, dass wir ein Komitee gegründet haben, letztes Jahr im Dezember für den Aufgasskandal, den ja am Anfang durch VW auf den Tisch gekommen ist, mit dem aber VW hat getrickst. Wir andere Firmen, ganz viele Firmen respektieren die Normen nicht. Laut einer letzten Etude, die letzte Woche auf den Tisch gekommen ist, sind 29 Millionen Autos innerhalb von der Europäischen Union, die die Aufgaswerte nicht respektieren. Und das ist natürlich ein Sujet. Der Komitee EMIS schafft ein Jahr, das ein Ziel, das sie sich gesagt haben. Sie hören hier eine ganze Gruppe Akteuren aus der Industrie, aus der Politik,
Expertgruppen an sefir und dercht do in hunn den Zwischenbericht lo gemerkt, den as Lächtwoch zu Straßburg aufgestimmt gin. Dat war am Fong so bëssen Vergangenheit Bewältigung das wo so der Parlament fordert an noch den emiste Komitee wëlt jo och Zukunftsiverleungen, keine Visionen, Zukunftsiverleungen op dem Dach lehen, fir wie gesot die Situation besser zu kreen, weil nach stirwen all Joers 10.000 Leute innerhalb von der Europäischen Union eben durch Stickoxiden an durch Schlechtwerte von der Luft, durch Schadstoffen an der Luft. Dann huet den Rot seg Position durchgelöst zum Budget. Budget wësse, dat dat immer am Hircht ein ganz heikel Thema ass. Die Kommission mischt eng Proposition, huet er doch gemacht den 30. Juli, huet do dem Moment 157,6 Millionen firgeschloen fir wie gesot Politik die Einzelfelder, die an gemeinsam Europäische Union fallen, fir déi ze bewältigen. De Rot huet de lo 1,21 Milliarden Manner ugesat, dat ass dem Parlament natürlich das 0,8% Manner, dat ass dem Parlament awer en derer meldet hech. Wir sind der Meinung, dat en Zeche muss gesat gin am europäesche Budget, das schon e ganz enke Budget fir all die zusätzlich Chargen, die man hunn, fir de jo können ze bewältigen, dat het net nëmme Sondesrede sinn, méi dat het och hannen drun eng Haushaltspolitik steht, die den Themen an der Politik Rechnung drohen. Die Parlament wird seg Proposition den 26. Oktober aufstimmen und dann hummer bis den 17. November Zeit fir am Conseil do eens ze gin. Dat ginn immer ganz hart Verhandlungen an das schon méi wie emol wo den Deleo misse verlängert gin an das net gut, weil dat sind all die Programme henken dann an der Luft, weil dann ass die Finanzierung net gesichert. Dann haben wir nach eng Debatte gefauert zu der Lage von der Türkei, das ein ganz sensibles Sujet, die was man durch den Deal holen, an das auch da bisschen drum gange noch die Flüchtlinge, wie man sie sollen verdelen. Einerseits hat die Europäische Union ja festgehalten, dass 120.000 sollen verdeelt gehen, nur einem Verdelungsschlüssel, nur einem Verdelungsmechanismus. Da will die Kommission eine Proposition gemacht, die Kommission will, dass 54.000 Syrer die an der Türkei sitzen, für die an Europa abzuholen. Parlament ist der anderer Meinung. Wir sind der Meinung, dass von den 120.000 das soll dem Dekorum soll geholt gehen, für hauptsächlich Länder wie Italien, aber wie Griechenland zu entlasten, weil die haben im Moment immens viel. Die sieht, dass wir da eine grosse Divergenz de vue haben, und noch an der Diskussion, die wir hatten, als das nicht weiter zu einem Endbruch geht, natürlich die Diskussionen, die laufen noch. Dann ein weiteres Sujet, das wir noch hatten, das war, wie ich letztes schon gesagt habe, der Postsektor. Der Postsektor, wo die Liberalisierung an den letzten Jahren stattgefunden hat, ein Sektor, der ganz stark am Wandel ist. Briefpost hält immens stark auf, einer wie den Courier Elektronik, aber auch den Pack versenden, also alles, was klein Pack ist, an so viel und hält so. Denn wir sind Agentur für den Universaldienst zu erhalten, so wie im Moment besteht, das heißt Minimum 5 Tage an der Woche muss Post weiter verteilt gehen. Dann sind wir Agentur für auch den ländlichen Raum nicht zu vernachlässigen. Wir sind auch Agentur für die nationale Regulierungsbehörde, für die zu stärken und dass die eine bessere Möglichkeit tun, eine bessere Aufsichtsmöglichkeit tun, auch noch Konsequenzen können holen. Für mein Teil, ich war zuständig am Parlament für die Beschäftigungsvolley. Und da stellen wir fest, dass am Dialog sozial die universell, die klassischen Dienste, die klassischen Betriebe, die bis da waren, dass die das relativ gut gemanagt haben. Trotzdem sind 250.000 Leute aufgebaut an den letzten Jahren. Es sind danach am Ganzen 1,2 Millionen, die noch an dem Postsektor arbeiten. Das mit Freipensionierung, mit Umschulungen, mit Weiterbildung und so weiter, als den großen Teil abgefangen gehen. Mehr leider, wie gesagt, sind da aber 250.000, die durch Freipensionierungen, Abpensionen, wie gesagt, gerne sind aus dem Postdienst ausgeschieden. Was wir feststellen, dass die Neubetriebe, die Nouveau Entrants, wie wir sie nennen, das heißt, dass die nicht dieselben Konditionen mehr anbieten. Wir verlangen, dass die auch Tarifverträge anhalten, dass die Kollektivverträge, wie gesagt, anhalten und so weiter, und dass die prekären Arbeitsplätze, Teilzeitarbeit, Leiharbeit und so weiter, dass das absolut auf ein Minimum reduziert wird, dass die Konditionen noch an nächster Zeit auch an dem Sektor
ugemessen Erbeskonditionen an noch ugemeesse Lohn awer stattfannen, fir dat de Sektor den eng immens wirtschaftlich Valeur an noch natürlich eng Sozialkomponent durchstellt, fir dat so erhalen bleibt. Dat wäret wie gesot die puer Sujeten, die nach wichtig wäre fir Fleisch not zu holen, weil zu Straßburg alles wie gesot huet dominiert vun der Europäische Union, Jean-Claude Juncker plus die Schwerpunkte, die hier gesagt huet, an natürlich auch an Prävoyance an Prävision vum Sommet vu Bratislava, dat hier staat war die Lächtwoch dat huder an der Presse kann ich auch nach enke kommentieren, huder an der Presse méi oder wenn ihr matkrit. Großdecisionen sie kein Gefall, das nach enke gesot gi fir mé gemeinsam zu summen zu schaffen. Grenzen zu sichern, die Sachen Flüchtlingspolitik gemeinsam zu gestalten. Was kann ihn dort zurückbehalten? Sind das Sondersreden oder die Feuille die Kommission abgestaltet wird für die nächsten Monate? Geht die immer an einer Solidarität, geht die an einen gemeinsamen Geist gemischt? Das muss Zukunft weisen. Wie gesagt, da wird man nach Gelegenheit tun, auf dieser Platz noch zurückzukommen. Vielmals merci, danke für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.